Also ein bisschen surreales Erlebnis, was wir da gerade haben. Also, wir sind jetzt in der kleinen Stadt Kaiba und sind da für 20 Minuten auf Pause. Und die zwei lieben Ägypterinnen haben uns mitgezahlt zur Moschee und haben gesagt, das ist ein Klo. Sie haben jetzt Laura natürlich zu ihr mitgenommen. Wir sagen uns jetzt das Klo. Ich warte jetzt da draußen. Und das Ganze zeigt uns einfach schon wieder, wie nett Menschen sind in anderen Ländern, in anderen Kulturen. Insbesondere gerade im arabischen Raum. Wir haben Datteln gekriegt, wir haben Kaffee gekriegt, wir haben verschiedenste Sachen ausgetauscht und haben die Leute vorher nicht kennt. Und da kann man sich vielleicht als Europäer doch schon das eine oder andere ein bisschen abschneiden. Und die Landschaft hinten. Wahnsinn! So, wir rennen gerade durch Medina. Ja, wir haben es tatsächlich geschafft. Busfahrt war spannend und angenehm insgesamt. Ja. Der Busstopp eher weniger. Wir sind irgendwo ausgesetzt worden und arabisch typisch natürlich dann auch gleich alle Taxler und was sich als Taxler bezeichnet rund um dich herum. Und die haben wir gleich mal abwimmeln müssen und wir gehen jetzt zum nächsten Restaurant, um hoffentlich was zum Essen kriegen. Man merkt auf jeden Fall, in Medina ist praktisch null westlicher Tourismus. Also ich glaube, wir werden auch niemand da sehen, der da ist so wie wir. Der da ist so wie wir. Dementsprechend erregen wir natürlich komplette Aufmerksamkeit. Überall wirst du angeguckt. Ja, wir gehen da jetzt mal weiter. Ich glaube, man kann ahnen, was wir jetzt vorhaben. Wir sind bei einer Moschee. Ich glaube, unser Host hat gerade gesagt, die älteste Moschee in Medina. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber wir dürfen sogar hinein und wir dürfen uns jetzt alles anschauen. Also, to be honest, bin mir nicht ganz sicher, wo für mich der Eingang ist. Da oben schaut es ein wenig besser aus. Überall Leute. Sehr viel Leute. Also jetzt auch halt Prayer Time, gell? Das ist das Guidance Center for Lost People. Okay. Also wir lernen wieder mal den Locals zu vertrauen, immer gut. Unser Host hat uns jetzt zu den wichtigsten Orten in Medina gebracht, unter anderem zu dieser Moschee. Der Name steht da, ich weiß ihn nämlich nicht. Es gibt so einen kleinen Hügel, wo man aufgeht und es sind überall so viele Leute einfach, die da quasi sich treffen, zelebrieren, dass da sind. Schön.
Also mit den ganzen Nebengeräuschen muss ich jetzt relativ laut reden. Wir sind jetzt im Getümmel, wir sind jetzt da, wo die Prophetenmoschee ist. Und ich muss schauen, dass man keiner das Handy aus der Hand hat, weil es sind verdammt viele Leute. Unser Host hat uns gesagt, über 1 Million Leute können da sein und über 1 Million Leute können quasi in der Moschee sein. Und wir sehen es im Hintergrund schon, riesengroß. Und es sind eigentlich keine Saudis da, sondern es sind Leute aus aller Welt, Muslime, die was natürlich da einmal in ihrem Leben herkommen sollten. Und ja, und den Ort natürlich genießen. Und das machen wir auch. Also man fühlt es. Also, wir sind jetzt bei der Moschee vom Propheten Mohammed, wo er begraben ist. Das dürfen wir erst seit letztem Jahr. Wir sind wahrscheinlich eine der wenigen Europäer, die jetzt gerade überhaupt da sind und wahrscheinlich generell welche der ersten, so wir werden nicht in dem Jahr daherkommen sein, die nicht in Islam angehören, sondern die rein aus touristischen oder vielleicht journalistischen Gründen daherkommen. Der Sekt da hinten ist einfach riesengroß, bis zu 1 Million Leute können da beherbergt werden und es sind auch Tausende da, es wuselt überall, wir sehen ständig Leute, die beten, ständig Leute, die was essen, die herumrennen, die auch Fotos machen und welche, die natürlich nach drinnen gehen. Das ist uns vorenthalten und das respektieren wir. Man darf mittlerweile nach Medina, aber man darf man darf nicht in die Moschee selber. Es wäre sehr spannend wahrscheinlich und es ist uns auch gesagt worden, es war wahrscheinlich gar nicht so schwierig. Man braucht jetzt sich nur selbstbewusst hineinbewegen. Aber wir haben gesagt, wir respektieren das, wenn es so ist, dann ist es so. Aber alleine da draußen macht schon viel her und ja, voll cool, dass wir da sind.